Man hat's uns immer gesagt, aber wir wollten nicht hören, waren in Phantasmen verhakt. Man sollte die Party nicht stören, solange das Gas weiter floss und ihre Yachten hier lagen. Der Rubel rollte, was besser, nicht zu viel Fragen zu fragen. Jetzt fallen Bomben auf die Ukraine, Frieden nicht in Sicht, während der Kremlzar mit dunkler Miene von Befreiung spricht. Und es war lange geplant, kein spontaner, schneller Schuss. Sie fallen ein von allen Seiten, auch über Belarus. So ist ein Katzensprung bis Kiew ein zentrales Element für Putins Angriffskrieg. Doch wer die Belarussen kennt, fragt jetzt womöglich voller Wut. Wir dachten, dass ihr besser wart, ist Belarus jetzt plötzlich ein Aggressorstaat? Hat sich das Land, in dessen Selbstbild Frieden über allem steht, verwandelt in den grünen Kobold und auf seinen Kopf gedreht? Oder ist es schon verschluckt vom großen Puppet Master? Für die Menschen ist es jedenfalls ein schmachvolles Desaster. Die ganzen Jahre lang hat Minsk versichert, dass das nie passiert, dass jemand über sein Gebiet bei einem Nachbarn einmarschiert. Das Regime will dies Versprechen gar in die Verfassung schreiben, während die Raketen fliegen, man muss sich die Augen reiben. Aber Fakt ist, quasi alle lehnen diese Chose ab. Selbst in Lukaschenkas Fanbase sind die Unterstützer knapp. Sein eigenes Markenzeichen war Jahrzehnte Stabilität und Frieden waren in einer Region voll Fragilität. Seit den gefälschten Wahlen ist ihm aber jedes Mittel recht, um sich an der Macht zu halten. Repressionen, Folterknechte, und weil Moskau ihn stützt, leidet als bitterer Preis die Unabhängigkeit des Landes seit 2 Jahren verschleißt. Jetzt fühlen sich viele hilflos ihrer Kraft zum Widerstand beraubt, wie ein Invalid, mit dessen Kopf man Nachbars Führer einhaut. Doch trotz der hohen Strafen gingen viele Tausend demonstrieren, während die anderen im Exil sich aktiv solidarisieren. Ist also Belarus jetzt schuldhaft Putins Partner in Crime? Die Führung widerwillig ja, aber das Volk eindeutig nein. Es ist absurd, die Belarussen gerade in den Exilgemeinden für das, was sie nicht verhindern konnten, jetzt noch anzufallen. Sie sind hier, weil sie sich selbst gegen die Unrechtsherrschaft stellten, unvergessen, wie die Freiheitsrufe durch die Straßen gelten. 2020 Hunderttausende im tapferen Widerstand. Die Menschheit staunte, diese Leute sind so mutig und charmant. Und wir wissen, eure Energie ist weiterhin da. Trotz Repression und Unterdrückung über 1,5 Jahren ist das Leben auch kein Disney-Film. Wenn hart der Wind auch weht, gilt doch trotzdem, dass am Ende jeder erntet, was er sät. Diktaturen werden enden, während neue Hoffnung sprießt. So Gott will in allen Ländern, die der Dnepr durchfließt. Euer Drang nach Recht und Freiheit, er ist aus einem Guss. Guten Tag, Slava Ukraine, Živje Belarus!